Wonach schmeckt eigentlich eine Vulva? Dafür sind folgende 3 Dinge verantwortlich. Und Spoiler, nach Zuckerwatte und Rosen schmeckt sie schon mal nicht. Erster Punkt, der Boah, die schmeckt, ich kann es euch sagen, die schmeckt sehr, sehr eisenhaltig. Als würdest du Eisen lecken. Also ich bin gespannt, was er jetzt sagt, aber... Zyklus, der spielt eine Riesenrolle. Eine gesunde Vulva schmeckt je nach Zyklusphase entweder leicht säuerlich, neutral oder leicht süßlich. Die kann sogar leicht metallisch schmecken. Vor Ja, allem also bei mir war metallisch auf jeden Fall. um die Periode rum. Zweiter Punkt, Ernährung. Alles, was Mundgeruch macht oder den Schweiß stärker riechen lässt, kann auch den Geschmack und den Geruch der Vulva beeinflussen. Und drittens, auch Krankheiten spielen eine Rolle. Eine Vaginose oder eine Pilzinfektion kann den Geschmack auch Oh, Digga, stell dir vor, du leckst an einer verpilzten Vulva. verändern. Meistens riecht und schmeckt die Vulva dann entweder leicht fischig oder faulig, in dem Fall ab zur Gynäkologin. Krankes TikTok, Digga, krankes TikTok. Und wieder das. Hallo. Wie alt bist du, wenn ich fragen? Guck mal, das Problem ist, das funktioniert nicht mehr, weil ich bin zu Fame, Leute. Nein, aber ihr kennt sofort meine Stimme. Darf? 15. Dann passt ja, oder? Ja, aber ich habe halt schon einen Freund. Oh, Aber ich ja. mag Aber ich kann Loki die Stimme auch nicht mehr, fällt mir gerade auf. den nicht mehr so. Ich glaube, ich... Hallo, ich bin Hugo und ja, ich spiele normalerweise kein Fortnite mehr. Oh, ja, ein bisschen kann ich die Stimme noch. Oh, warte mal. Ich kann die Stimme actually noch gut. Hallo, ich bin Hugo, bin 20 Jahre alt, gehe in eine Mädchenschule, aber habe mittlerweile mein Abi. Und ja, einen Freund habe ich jetzt nicht, aber in naher Zukunft würde ich schon gern einen haben, denn ich möchte jemanden haben, der an meiner Seite ist, auch wenn es mir schlecht geht. Und ja, ich habe sehr große Titten. Alles gut? Guck mal ihn. Hallo? Ist da jemand? Oh mein Gott, das habe ich gesehen, das habe ich gesehen. Ist das die Männertoilette hier? Kann ich kurz reinkommen? Ja. Wirklich jetzt? Ja, ich bin in die Kabine, alles gut. Und willst du mir was zeigen auch? Digga. Komm, zeig mir mal was von dir. Komm, kann ich kurz reinkommen, bitte? Ja, klar, komm. Okay, ich komme jetzt. Ich komme, okay? Super. Hä? Ja, was machst du hier? Ich wollte kurz... Geh mal raus, Junge, das ist die Männertoilette hier, hä? Ich wollte... Nein, Junge, hä? Hallo? Ist hier jemand, Bro? Digga, was macht ihr für Filme, ja? Hä, warum ist hier... Nein, jetzt mal real talk, warum ist hier ein Mädchen auf Toilette? Kennst du sie? Nein, ich kenne ihn nicht. Was machst du hier auf der Toilette? Ich kenne ihn nicht. Was? Hä? Ey, geh mal bitte raus, Bro, ohne Spaß, das ist die Männertoilette. Sonst gehst du nicht weiter. Aber ich will hier drinnen bleiben. Ey, geh mal raus, Bro, was ist los mit dir, Bro? Das ist die Männertoilette, hörst du mich richtig? Hallo? Hallo? Aber der hat einen besseren gehabt. Da hat der war respektlos, Digga. Warte, Hallo? Ist da jemand? ich glaube, es war das. Ist das die Männertoilette hier? Kann ich bei dir reinkommen? Bitte. Nein, bitte hol keinen Lehrer, bitte. Ich will nur einmal kurz bei dir rein und gucken. Du weißt schon. Guck mal, ich bin dir ganz ehrlich, ich habe gerade voll Lust. Du weißt schon. Ich will mit dir... Dann kann ich bitte kurz reinkommen, nur eine Sekunde wirklich. Oder, guck mal, weißt du, wir machen es ganz schnell und dann gehe ich wieder raus, okay? Wirklich jetzt? Dann können wir es doch zu dritt machen. Hallo? Was machst du hier? Ey, was machst du hier auf der Männertoilette? Ey, geh mal raus. Nein! Nein, ey, kennst du sie, Bruder? Oh, sorry. Aber der hatte noch krassere. Aber Digga, wenn ich das jetzt finde, keine Ahnung. Ich habe jetzt keinen Bock, alles durchzuschauen. Aber der meinte irgendwie von wegen von, ich will mit dir ficken. Und dann meinte der Typ auf Toilette, ja, okay, komm rein. Und dann meinte er aber irgendwie, keine Ahnung, ach, Digga, ihr müsst das TikTok sehen, das ist tot. Das ist tot, Leute. Versucht das mal. This has got to be the fastest voice feminization trick that I have in my book. Hi, I'm Isabella. I use they, she pronouns. Hey, Hugo wusste echt lange nicht, was ich von dir halten soll und hab mich ziemlich vor andere geschämt, dass ich dich schaue. Aber inzwischen finde ich dich einfach nur noch voll nice und unterhaltsam. Danke für deinen Content immer. Okay, danke, I guess. I guess, danke. Ich schäme mich immer noch. Okay, gut. Okay. And I'm a gender-affirming voice teacher. This is a trick that you'll be able to use in your day-to-day life. Is super discreet
and will subtly get you to change your voice over time. And what we'll be using is the sound but specifically we want the to go up at the end. So let's practice this for a second. I want you to pretend like someone just asked you a question and you're confirming. So you're gonna go and then try speaking afterwards to see if you feel a difference in your voice. So let's try like yes, that's correct. You give it a try. Yes, that's correct. Yes, that's correct. Did you notice the Yes, difference? that's correct. Why this works? Oh. Using the pitch glide up will naturally bring your voice a little bit higher, and the M sound will bring your voice more forward, which will brighten the sound, which is a more feminine trait. Warte mal. Yeah, that's correct. Ja. Ja, das ist korrekt. Hugo, du bist so süß. Oh. Hey. Oh mein Gott, warte. Hey, Hugo. Hey, Hugo, heute schon was vor? Oh mein Gott, Digga. Denkt ihr, der eine, der vorhin meinte, er hat sich davor geschämt und jetzt nicht mehr, schämt sich jetzt wieder? Meinst du sie? Lukaku, glücklos. Ja, die. Lukaku, glücksvoll. Anschluss. Lukaku, glückslos. Lukaku, glücksvoll. Digga, was? Treffer. Moreira, Trossard. Hinten verteidigen sie. Der Keeper ist draußen. Ein Fehler und das Tor für Belgien. Ausgleich. 2:2. Was hat... Chat, was sagen wir zu Portugal-Kroatien heute? Portugal win. Ich hoffe, Digga, aber also es könnte in die Hose gehen, sage ich. Das hier. Wunderschönen guten Tag, meine Hugo SMP Community. Heute nenne ich euch die Top 3 Hugo SMP Sims. Wir fangen mal direkt an, nämlich erstmal mit Gabriel 45600-. Er ist ca. 15 bis 17 Jahre alt. Bei ihnen ist schwer zu erkennen, ob es sich um eine Frau oder um einen Mann handelt. Weil mal redet er irgendwie wie eine Frau, mal wie ein Mann. Die Slip-Stufe ist bei 10 von 10 und Simp ebenfalls. Sonst ist er aber ein korrekter Kerl. Dann sind wir bei Efrench. Der ist 19 Jahre alt, er verriet seine Kollegen. Er hat einer Frau auf Hugo SMP sein ganzes Stuff gedroppt namens Mrs. Fruity, um mich zu killen. Er hat einen Frauenskin, das ist auch nochmal schlecht. Er hat Slip-Stufe 7 von 10 und Sim-Stufe 7,5 von 10, aber sonst ist er wirklich auch ein netter Kerl. Dann jetzt Hugo, der ist 20 bis 30 Jahre alt! Bis 30 Jahre alt, der Angst, ich hab keinen Bock zu googeln. Auch ein Frauenskin. Er bellt für Frauen. Ich hab einen TikTok gesehen, dass er irgendwie so für eine Stelia bellt. Slip-Stufe aber 5 von 10, weil er ein bisschen Mann noch in sich drin hat. Und Sim-Stufe aber 11 bisschen Mann noch in sich drin hat. von 10. Da mussten wir da war die 10 nicht genug. Aber ich bin kein netter Kerl oder was? Ja, fick dich doch, Digga. Er sagt bei jedem netter Kerl, aber bei mir nicht. Deine Antwort darauf? Wirst du Verkehr mit Hugo haben, wurde gerade Da hab ich gefragt. schon Du, gestern. alles geht, ja? Wenn die Liebe fällt, wir gucken mal. Diese Scheißfresche. Ja? Wirst Denkst du, Österreich wird gegen Spanien gewinnen? Nein, werden sie nicht. Also, es wäre krass, aber Österreich wird nicht gegen Spanien gewinnen. Das hier. Kylian Diktator. Kylian Diktator. Kylian Diktator. Kylian Diktator. Es ist mein Gotti, warte, habe ich irgendwelche TikToks eigentlich geliked? Kann ich euch welche zeigen? Das fand ich lustig. Das fand ich lustig. Was macht Holzkopf in Karl Jacobs Video? Captains are now gonna put it all on the line in a penalty shootout. I'm ready. Oh no. Let's play football. Let's play football. Let's play football. The 5 remaining captains are now Let's play football. Enrique. Tot. gonna put it all on the line in a penalty shootout. I'm ready. Oh no. Let's play football. Let's play football. Digga, das war das Peinlichste, was er hätte sagen können. Let's play football. Was ist das hier? Reicht, Bruder, reicht. Dann habe ich noch irgendwelche TikToks. Oh, ich hatte eigentlich noch welche. Das fand ich eigentlich auch lustig.
Real Talk über todeste Zuschauerinteraktion. Chat heute mit Abstand toteste Zuschauerinteraktion jemals. Wenn die drei das sehen, ich hoffe, ihr seht das, yo. Ey, Chat, ihr wisst, ich liebe euch. Durch euch kann ich mein Traum leben und alles drum und dran. Und ich rede immer mit euch. Ich mache immer Fotos mit euch, wenn ihr mich trefft. Aber, yo, ich bin heute in den Supermarkt gegangen. Ich gehe rein. Ich sehe schon so 2, 3 jüngere, so, was weiß ich, waren 13, 14. Ich dachte mir schon so, okay, die erkennen mich safe. Ich gehe an denen vorbei. Einer schreibt, Marco! Dreh mich um, seh niemand. Auf einmal steht der schon neben mir. Das ist ein Typ, mit dem habe ich, glaube ich, schon 5-mal Fotos gemacht. Dieser Typ, wirklich, er lebt in dem Edeka. Ich habe mit ihm schon 5 Fotos gemacht. Können wir ein Foto machen? Klar, ich mache das 6. Foto mit ihm, gar kein Stress. Ich rede ein bisschen auf cool mit ihm, er hatte noch 2 Freunde da, die kommen her. Auf einmal, die fangen mich an, die ganze Zeit anzufassen. Die fassen mich die ganze Zeit an. Ich denke mir so, was geht jetzt ab? Auf einmal, die schreien meinen Namen, Marco, Marco. Auf einmal aus 2 anderen Gängen kommen nochmal welche, die mich dann erkannt haben, nur weil die meinen Namen geschrien haben, auch nochmal ein Foto mit mir gemacht. Da dachte ich mir so, okay, alles easy, ey. Und die so, du wohnst hier? Du wohnst hier, ich weiß das. Als ob ich ihm jetzt meine Adresse sage. Yo, wo wohnst du? Ich sag das, ich werde dir das nicht sagen. Der andere filmt eine Dokumentation mit seinem Handy. Er filmt alles mit. Ey, ich habe hier gerade Marco getroffen. Ich denk mir so, er filmt mich ein. Genau. Ich sag zu ihm, er filmt eine halbe Dokumentation, einen halben Film filmt er. Der Typ ist Regisseur mit 12. Ich will einfach nur mein Energy kaufen. Ich gehe weiter, die rennen mir hinterher, fassen mich an. Wie viel Geld verdienst du im Monat? Filmt mich dabei. Er macht bitte rede doch mit mir, aber film mich doch nicht die ganze Zeit. Ich nehme den Energy, beide so, kannst du mir bitte einen Energy kaufen? Bitte kauf mir einen Energy, bitte. Ich denke mir so, ja, ich kaufe euch einen. Ich habe beiden einen Energy gekauft, habe aber zu denen gesagt, ey, ich kaufe euch einen, aber dann bitte filmt mich nicht mehr. Kurz davor hat er nämlich nochmal nicht gefilmt. Ey, guck mal, Marco nimmt sich jetzt den und den Energy. Ich glaube wirklich, dass ich nie in meinem Leben mehr eine Partnerschaft bekomme. Ich gehe zur Kasse, denke mir so, okay, ey, ich kaufe euch den, aber bitte filmt mich nicht mehr. Redet normal mit mir. Ist das letzte, wirklich easy. Ich kaufe denen den Energy, geh zur Kasse vor, dreh mich um. Hey, Marco hat mir gerade den Energy gekauft. Dann bin ich ausgerastet. Also nein, ich bin nicht ausgerastet, ich bin immer korrekt zu euch. Ich hab dann so gesagt, so, ey, so, lösch die Videos. Ich habe ihm die Videos gelassen, er hätte das als Andenken haben können, aber dann habe ich ihm gesagt, lösch alle Videos. Da war es mir einer zu viel, dann habe ich keinen Bock mehr gehabt. Dann habe ich gesagt, lösch alle Videos. Dann hat er die noch habe ich gesagt, lösch die auch zuletzt gelöscht. Ich hoffe, er hat sie wirklich gelöscht. Also ich habe geguckt, er hat sie gelöscht. Es geht noch weiter, Chat, beruhigt euch, es geht noch weiter. Die rennen Jetzt habe ich auch nicht mehr geguckt, jetzt alles für mich ist jetzt neu. Mir immer noch hinterher aus dem Edeka. Ich habe meinen halben Einkauf vergessen wegen denen. Egal, nicht so viel. Die rennen mir hinterher, die überrennen eine Oma. Eine Oma, die geht so mit ihrem Einkauf. Ich habe mir überlegt, ob ich ihr helfen soll. Sie geht so. Die überrennen die Dame. Die sagt so, ey, pass doch mal auf. Die Arme, die lächelt noch. Die sagen nichts. Ich drehe mich um zu der Oma, sag, ey, das tut mir wirklich leid. Ihr könnt doch nicht die arme Oma überlaufen. Die arme Dame, habe ich gesagt. Die haben nicht reagiert, die rennen mir hinterher. Der eine Geek von den beiden, mein Auto so circa 100 Meter entfernt gewesen geparkt. Der eine Typ, ich habe ihn ein Red Bull gekauft. Er hat das Red Bull auf dem Weg von dem Edeka bis zu meinem Auto leer gehabt. Leer. Was war das für ein Geek? Er hat sich dieses Ding reingezogen wie Kokain. Naja, auf jeden Fall. Kann ich bitte mitfahren? Bitte nimm uns mit. Ich sag nein. Bitte, meine Eltern würden das auch erlauben. Ich sag, aber ich erlaub dir das nicht. Ich steige in mein Auto ein. Alle 3 stehen da. Die haben so, einer hat die ganze Zeit so das Auto angefasst. Die waren korrekt, die haben mein Auto nicht kaputt gemacht. Aber ich mach Fenster runter. Bitte nimm uns mit, bitte. Auf einmal, er sieht, ich habe in meiner Seite Feuchttücher drin. Ja, ich habe Feuchttücher im Auto. Er sagt, gib mir ein Feuchttuch. Was? Gib mir ein Feuchttuch. Ich sag, warum? Ja, als Andenken. Was willst du mit dem Feuchttuch? Soll ich noch reinrotzen? Naja, auf jeden Fall. Ich sag's euch, ich geb dir kein Feuchttuch. Was will ein Feuchttuch? Dann sagt der andere, zum Gunen. Jo, ich bezweifle, dass die überhaupt in dem Alter waren, um schon Gunen zu können. Wisst ihr, was die nächste Frage von ihm war? Ey Marco, was heißt eigentlich, wenn die im Chat W Marco schreiben? Da war ich wirklich, da war ich dann so. Egal. Ich hab so gesagt, ey, ich muss jetzt wirklich los, Jungs, ich muss wirklich los. So. Wir haben ein Foto gemacht, ich muss los. Was für ein Foto gemacht? Die haben den halben Tag mit mir verbracht. Ich fahre los. Die rennen vor mein Auto. Die haben mich blockiert, dass ich nicht wegfahren konnte. Dann habe ich aus dem Fenster rausgerufen, ey Jungs, du musst jetzt wirklich fahren, bitte. Dann haben die mich fahren lassen. Die rennen rüber zu der Straße, weil die dachten, ich fahre rechts. Ich hätte auch rechts gemusst und habe einfach links weggefahren. Nochmal 15 Kilometer Umweg gefahren, einfach nur, damit ich nicht nochmal vorbeifahren muss. Das war mit Abstand meine schrecklichste... Digga. Geil. Boah, ich schwöre, ich hatte aber auch sowas Ähnliches mal. Aber ich wüsste jetzt... Digga, warum ist hier so langes Haar, Alter? Was ist denn das? Blondes, langes Haar. Hä? Rumatra? Hello. Rumatra? I know you. Ja, ist er nicht. Jemand hat zum Niki, ein Aquarier hat zum Niki gesagt, dass es einfach Hugo ist.
Welcher? Hugo. Ja, Hugo? Nein. Ich halt gar nicht mehr so. Junge. Ey. Guck mal, das Ding ist, ich rede ja wirklich nicht mehr so. Du musst ihn nachmachen, ja. Digga, ich hatte so einen krass geilen Joke jetzt, Digga. Och Mann. Ja, ich sag's nicht. Hättest du dir die 6K sparen können? I want a GTA 6 man. Okay, alright. Add some NPCs on the sidewalk. Alright. Mann, Digga, bitte lass mich doch einfach in Ruhe. Lass mich doch einfach in Ruhe mit dieser scheiß Roblox-Kacke. Digga, ja, ich hab 6.000 Euro verkackt, aber bitte fick mich doch nicht jetzt die ganze Zeit. Bitte. ÖFB-Jubel werden crazy. Back to the West Coast. LA, ey, Pipa, mach mal LA bitte. Wohin fahren wir? LA, Baby. Konnichiwa. Bei dir ist wurscht. Ist egal. Let's go, KD. Hey, KD. Pippo, ist der Schubser oder was? Hey, ich bin aus der Straße. Hey. Ja, als ob die einfach vloggen, wie geil ist das denn? Warte mal, wem noch eine Spezidose fehlt. Und dann noch eine Reihe. Aber überlasst! Digga, fuck mich ab. Problem in der Gesellschaft ist, dass wir keine Spezi mehr haben. Also, was sollen wir tun? Chat. Vergewaltigungsanschuldigung steht vor Gericht im November. In England muss sie da verantworten. Insgesamt 4 Frauen haben sich dazu überhaupt gemeldet. Jetzt aber Deutschland mit der Chance und wieder nicht im Tor. Vergewaltigungsanschuldigung. Digga, was? Digga, können wir ganz kurz drüber reden, dass er eine scheiß El-Diktator-Kackbild auf seiner Wand hängen hat? Was hat er vor? Alright, this is day one of letting this wasp build a family in this lantern, and then once the family is established, we're gonna gas it, turn it into a gas chamber. We're gonna put a exhaust pipe up here and just start pumping in diesel exhaust. Mein Englisch ist nicht so gut. Ich konnte da jetzt nicht folgen. Er will die Tiere da vergasen und habe ich verstanden. Ist das richtig? Warum will er das machen? Hat er das erläutert? Wenn er es nicht erläutert, dann finde ich das sehr schrecklich. WTF, Alter. Also allein dafür kann der halt nie wieder entbannt werden. Also ganz ehrlich. Und darunter schreibt noch das hier. Also der wird halt, egal welche Entschuldigung da kommt, der wird halt nie wieder entbannt. Nie wieder. WTF. Tim, ich hab bei Wahrheit oder Pflicht verloren. Natürlich hast du bei Wahrheit oder Pflicht verloren. Bitte entbann mich wieder. Ich finde deine Streams sehr interessant. Und ich sehe... Ey, ich hasse Wahrheit oder Pflicht, Digga. Bro, das hat mich als ich Porto war, so abgefuckt. Alter, du musst ja... Wahrheit oder Pflicht? Wahrheit. Was fragst du? Ich hab doch keine Ahnung. Pflicht? Keine Ahnung. Spring vom 3. Stock. Ah ja, nee, mach ich nicht. Ist zu krass. Ja, Digga, dann lass dich spielen. Versteht ihr?